Ich sage hallo zu diesem ersten neuen Projekt auf diesem Kanal mit den Retro-Achievements. Alter, lang habe ich drüber geredet, jetzt ist es endlich da, verdammte Scheiße. Und ich hoffe, dass sich diese ganze Vorbereitungszeit gelohnt hat, weil ich habe wirklich verdammt viel Zeit da reingesteckt in dieses Projekt. Und wie sollte es anders sein? Wir starten mit so einem Klassiker. Eben aus dem Grund, weil ich mir selber so eine kleine Regel gestellt habe. Ich möchte erst das Main Game oder das Hauptgame spielen, damit man die Hacks davor spielen kann. Und es gibt ziemlich viele Hacks von Super Mario 64, die ich halt spielen möchte, mal irgendwann. Und dann haben wir gedacht, warum nicht gleich mit den Retro-Achievements? Das ist nämlich der ganze Twist an diesem ganzen Projekt. Hier unter mir seht ihr jetzt 114 Achievements, die wir sammeln müssen, damit wir die unten eingeblendete Platin-Trophäe kriegen können. Ja, man kennt das ja eigentlich von der PlayStation. Das ist sozusagen der höchste Gewinn, den man in einem Spiel kriegen kann. Das soll ja auch sagen, dass man alle Achievements gesammelt hat und das Spiel auch komplett durchgespielt hat und es gibt nichts mehr zum Sagen, alles Mögliche. Wie immer ein herzliches Hallo an euch alle. Ich sag schon mal gleich, ich bin erstmal wieder ein bisschen nervös am Anfang, weil es ist immer so, du weißt nicht, wie ein Projekt läuft, du weißt nicht, wie sich der erste Part verhält und du weißt nicht, ob alles so funktioniert, wie man sich das alles vorstellt. Und ob dann auch das Endprodukt auch wirklich das heute, was es vermeintlich versprochen hat. Deswegen, ja, ich werde jetzt noch viel rumprobieren müssen hier und da ein bisschen, hier im Aufnahmeprogramm ein bisschen rumspielen müssen. Aber es kommt alles, wie es kommt. Ich würde sagen, wir starten rein mit Super Mario 64. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Ja, und wir können dem natürlich widerstehen, gell? Kuchen und Peach. Also Leute. Das Spiel ist tatsächlich hier jetzt auf Englisch. Das hören uns aber natürlich nicht weiter stören, weil ich glaube, wir wissen ziemlich gut, um was es geht. Und eigentlich so jeder dieses legendäre Spiel kennen. Lakito ist der Kameramann, der Bruno ist auch dabei. Erst sozusagen die dritte Perspektive. Ja, you've reached Princess Toadstool's castle via a warp pipe. Using the controller is a piece of cake. Press A to jump and B to attack. Press B to read signs. 2. Use the control stick in the center of the controller to move Mario around. Now, head for the castle. Okay, dann muss ich gleich mal kurz abchecken, ob ich alles richtig eingestellt habe. Nein, kurz mal mit bitte. Okay, jetzt schaut's gut aus. Jetzt können wir. Richtig, jetzt können wir loslegen. Es ist immer am Anfang sehr, sehr schwierig, die Steuerung richtig einzustellen. Okay, Leute, es geht los. Princess Toadstool's Castle is just ahead. Press A to jump. Ah, jetzt sagt er das gleiche nochmal. Nein, der hat was von Grabbing gesagt, das hat er vorher nicht. Man muss wirklich sagen, es gibt crazy Freaks in diesem Game. Ich bin keiner davon. Also, ich kenne das Spiel sehr gut, aber steuerungsmäßig, movementmäßig, bin ich absolut raus. Ich war schon mal ganz solide da, die Song. Mit ein paar kleinen Speedrun-Tricks und so, aber mittlerweile bin ich komplett raus und muss eigentlich wieder von Null anfangen. Good afternoon. The Lakito Bros here, reporting live from just outside the Princess Castle. Oh. Lakito Bros? Das hätte ich zum ersten Mal. Mario has just arrived on the scene, and we'll be filming the action live as he enters the castle and pursues the missing Power Stars. As seasoned cameraman, we'll be shooting from the recommended angle, but you can change the camera angle by pressing the C buttons. If you can't adjust the view any further, we'll buzz. To take a look at the surroundings, stop and press C up. Press A to resume play, switch camera, bla bla. Okay, das ist egal. For now, reporting live, this has been the Lakito Bros. Ey, ich hab eine Erinnerung gehabt, was der da gesagt hat damals. Aber cool. Genau, wir können hier uns umschauen mit den C-Buttons. Oder eben hier so die Kamera bewegen. Ist schon mal nicht schlecht. Also, Peach, Geburtsding, Kuchen.
Welcome, no one's home. Now scram and don't come back. Bitte was? Was ist denn jetzt los? Prinzessin, wir wollten doch Kuchen essen. Oh mein Gott, Toad. Kannst du uns mehr dazu sagen? Ey, sorry. Normalerweise dann jetzt sofort straight ins erste Gemälde laufen, aber diesmal nicht. Am I glad to see you? The princess and I and well everybody. We're all trapped inside the castle walls. Bowser has stolen the castle stars and he's using their power to create his own world in the paintings and walls. Please recover the power stars as you find them. You can use their power to open the doors that Bowser has sealed. There are 4 rooms on the first floor. Start in the one with the painting of Bob-Omb inside. It's the only room that Bowser hasn't sealed. When you collect 8 power stars, you'll be able to open the door with the big star. The princess must be inside. Okay. First of all, ich weiß nicht, ob ich weiterhin euch vorlesen werde. Zweitens, scheiße ist es schwer, die Toads vorzulesen. Ich hab jetzt dort extra nicht großartig meine Stimme richtig für den Toad angepasst. Sonst kann ich nicht lang reden. Und ich muss jetzt nur ein bisschen reden. Aber wir geht's los. Mit dem ersten Kurs, heißt es hier. Bob-Ombs Battlefield. Oh. Das ist ja interessant. Ich habe hier eine Anzeige, wie viele Achievements hier zum Finden gibt. Okay. Dann schauen wir einfach mal. Jetzt sagen wir mal am Anfang erstmal alles so nach der Reihe ein bisschen. Und schauen da mal, wie sich das mit den Achievements verhält. Weil ich habe mir rumgeschaut ein bisschen. Es gibt anscheinend nur ein Achievement, das man wirklich verpassen kann. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, weil es nur ein Achievement ist, das man verpassen kann. Im ganzen Spiel anscheinend. Deswegen kann ich jetzt einfach sagen, wir spulen einfach mal drauf los. Und schauen, was passiert. Das ist auf jeden Fall die erste Mission. Wir müssen König Bob-Omb besiegen. I'm the big Bob-Omb, Lord of all blasting matter, King of kabooms, the world over. How dare you scale my mountain? By what right do you set foot on my imperial mountaintop? You may have eluded my guards, but you'll never escape my grasp. And you'll never take away my power star. I hereby challenge you, Mario. If you want the star I hold, you must prove yourself in battle. Can you pick me up from the back and help me to this royal turf? I think that you cannot. Boah, hey, das ist irgendwie recht episch, was der da sagt. Das habe ich auch nie so im Kopf gehabt. Aber hallo. Wir müssen... Er hat ja eigentlich schon mal gesagt, was wir machen müssen. Wir nehmen ihn von hinten. Scheiße. Erster Part, Leute. Wir nehmen ihn von hinten. Okay. Und schmeißen ihn einfach auf den Boden. Wir müssen schauen, dass wir ihn umrunden können und Nummer erreichen. Und er hat 3 Leben. Aber was ich tatsächlich weiß, er hat ein Achievement für uns. Nur weiß ich noch nicht genau. Oh, yes! Bitch! Ha! Das ist unser erstes Achievement. Folgendes Achievement war, wenn du nämlich gegrabt wärst von ihm oder von gewissen anderen Gegnern und du schnell genug spammst, schnell genug A oder B spammst, ich weiß es gerade nicht mehr genau, ich habe einfach beides gespammt, dann kommst du frei. Das habe ich tatsächlich früher auch nicht gewusst. What? Can it be that a pipsqueak like you has defused the Bob-Omb King? You might be fast enough to ground me, but you'll have to pick up the pace if you want to take King Bowser by the tail. Methinks my troops could learn a lesson from you. Here is your star, as I promised, Mario. If you want to see me again, select the star from the menu. For now, farewell.
Ich glaube, ich habe den viel zu episch vorgelesen. Und da sieht man, der Counter ist auch schon nach oben gegangen. Das ist nämlich das Allergeilste dran. Ich habe das automatisch eingestellt. Wir haben jetzt schon 0,88% des Spiels, beziehungsweise der Achievements. Das Spiel ist wesentlich schneller eigentlich. Aber hier ist unser erster Powerstar. Powerstar. Ich hoffe übrigens, dass ich alles richtig vorgelesen habe bisher. Save and continue. You've recovered one of the stolen Power Stars. Now you can open some of the sealed doors in the castle. Try the princess's room on the 2nd floor and the room with the painting of Worm's Fortress on floor 1. Bowser's troops are still gaining power, so you can't give up. Save us, Mario. Keep searching for stars. Ja, ich glaube, das war wieder ein Taugsprocher. Aber egal. Ganz ehrlich, ich merke jetzt schon, dass ich wieder fett Bock auf dieses Spiel kriege. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Das bedeutet nämlich, dass ich wahrscheinlich für den sogenannten Mastered Status G-Wert der Retro-Achievements. Oh. Warte. Da müssen wir gleich mal die Kanone aktivieren. Gibt es nämlich ja in 11 verschiedenen Kursen. 15 gibt es, by the way, an der Zahl. Also 15 Welten, kann man sagen, in denen es jeweils 6 normale Sterne gibt und einen Münzstern. Das heißt, es gibt insgesamt 120 Powersterne, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann gibt es noch Secret Stars im Schloss zu finden, aber alles mit der Zeit. We are peace-loving pop-ups, so we don't use cannons. But if you'd like to blast off, we don't mind. Help yourself. We prepare all of the cannons in this course for you to use. Bon voyage! Mann, Alter, ich hoffe, ich lese euch richtig vor. Ready for blast off? Come on, hop into the cannon. You can reach the star of the floating island by using the 4 cannons. Es gibt 4 Stück. Okay, das ist mir aber jetzt egal. Wir wollen nämlich diesen Kollegen hier challengen. Cooper the Fast. Ich challenge mich gleichzeitig auch nochmal, indem ich während dem Rennen versuche, den Mastered-Status von den Retro-Achievements zu erklären. Hey Mario, is it true that you beat the Big Bob-Omb? Cool! You must be strong and pretty fast, so how fast are you anyway? Fast enough to beat me? Cooper the Quick? I don't think so, just try me. How about a race to the mountaintop where the Big Bob-Omb was? What'd you say? When I say go, let the race begin. Ready? Go! Okay. Also, Mastered Status der Retro-Achievements. Hoppala. Den erhält man dann, wenn man, Achtung, alle Achievements natürlich hat. Und das, oh, hoppla. Und das im, Alter, was mache ich denn? Im Hardcore-Modus, sprich, du hast keine, Save States? Genau. Ups. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin kacken langsam. Aber hier ist ja ein Teleporter. Das muss man wissen. Gut. Wir waren echt nicht so schnell, aber das passt schon. Ich muss ja erstmal reinkommen. Und dann gibt es noch den sogenannten Beaten-Status. Also wenn du die Zielquest im Prinzip geschafft hast, in dem Fall eben Bowser dann besiegen, dann hast du das Spiel geschafft, aber noch nicht gemastert. Gleichzeitig, wenn du Cheats benutzt oder sowas, dann kannst du es auch nicht mastern. Aber bisher schaut es so danach aus, als hätte ich Bock drauf. Wow. You really are fast. A human blur. Here you go, you've won it. Fair and square. Hey, ich find's cool, wie die da reden auf Englisch. Kann ich leider nicht sagen, was die in Deutsch so geredet haben. Aber es ist cool genug. In Englisch. Ich kann natürlich auch schon lange in andere Gemälde gehen, aber ich finde das immer ganz cool, wenn man da schon mal holt, was man holen kann. Shoot to the island in the sky. Ah, stimmt. Warte mal, ist das nicht ein Achievement, dass man da hinkommen muss ohne die Kanone? Aber es ist ja egal, weil das können wir alles noch machen, wenn es nötig ist. Ist ja noch nichts verpasst. So. Mein Trick ist einfach immer der, straight nach oben.
Und dann sind wir auch schon da. Boah, das war knapp. Und tatsächlich ist hier schon der Powerstern. Und wenn man dann eine Stampfattacke macht direkt, dann haut man ihn sofort extra mit. Oh, jetzt haben wir schon 3. Wir können weitere Türen öffnen. Aber ich fühle mich noch nicht bereit dazu. 1 Stern machen wir noch. Dann gehen wir in eine andere Welt. Und liebe Leute, an alle, die hier jetzt neu auf dem Kanal sind, beziehungsweise einfach neu bei dem Projekt dabei sind und alles mögliche. Kommentare werden alle gelesen und sind sehr gern gesehen. Ich möchte dann auch alle zum Schluss des Projekts nochmal extra vorlesen. Ich glaube, ich kriege aufs Maul, ja. Mann! Piss dich jetzt, Mann. Ich möchte hier nicht abnippeln. Alter, ey. Also auf jeden Fall gerne Meinungen und Vorschläge in die Kommentare. Ich werde sie zu Herzen nehmen. Verpiss dich, Mann. Also, ich komme nicht klar mit dieser Steuerung. Digga. Ja, man muss ja da sagen, dass das erste 3D Mario, und ich weiß nicht, wie weitreichend die Geschichte noch ist. Ich glaube, das war schon sehr revolutionär, von wegen allgemein ein sehr frühes 3D-Game überhaupt. Und deswegen, glaube ich, kann man das verzeihen, dass die Steuerung jetzt nicht unbedingt so prickelnd ist. Eben, wie gesagt, es gibt Freaks. Es gibt die totalen Freaks in diesem Game, aber es ist schwierig. Man muss erst reinkommen. Ich weiß, von was ihr redet. Ich war schon mal besser in dem Game, aber habe auch einige Zeit dafür gebraucht. Dann gehen wir jetzt in den zweiten Kurs. Genau, mit der Macht der Sterne können wir immer wieder neue Wege aufmachen, neue Türen betreten. Kurs 2, Wombs Fortress. In der ersten Welt haben wir König Bob-Omb bekriegt. In dieser hier ist es... Aua. Sag mal, geht's jetzt noch? Das ist doch übel easy eigentlich, der Trick. So, geht doch. In dieser Welt ist es König Womb. It makes me so mad. We build your houses, your castles, we pave your roads, and still you walk over us, all over us. Do you ever say thank you? No. Well, you're not going to wipe your feet on me. I think I'll crush you just for fun. Do you have a problem with that? Just try to pound me, wimp. Okay, dann wimp mich doch. Oh, hat er wirklich. Hoppla. So, machen wir die Speedrun-Taktik, oder? Ja, das ist ein kleiner Trick. Tut mir leid. Wenn man im richtigen Moment eine Stampfattacke vollführt, dann glitscht man einfach durch den durch und stompt ihm direkt auf den Rücken. No, crushed again. I'm just a stepping stone after all. I won't gravel. Grovel? Was? Here you win. Take this with you. Mario ist fucking aggressiv. Das ist echt mir aufgefallen. Er ist ein Psycho. Was mir gerade so auffällt. Wir kämen gerade noch nicht so weiter mit den Achievements irgendwie. Wir haben nur 2. Auf der anderen Seite war sie nicht genau die ganzen Zielbedingungen. Oh, wir kannten... Ich habe eine Idee, was auszuprobieren. Aber das werde ich nicht schaffen, hä? Oh mein Gott. Ich habe es auch mal geschafft. So, jetzt ist einfach Womb weg. König Wumps. Und jetzt findet sich hier oben ein Turm, auf dem der nächste Powerstern ist. Haha. Dankeschön. Ich mache jetzt gerade mal irgendwie nicht so richtig in der Reihenfolge das Ganze. Ich weiß. Chronologie steht bei mir über Spaß, aber nicht in dem Game. Nicht in diesem Game. Zack, und hier haben wir schon den nächsten. Cannonless war dieser sogenannte Speedrun-Trick. Ihr seht hier mal oben eine richtig schöne Einblendung. Die finde ich ja wirklich wunderschön. Gleichzeitig dauert es aber ein bisschen, bis der Counter unten hier sich aktualisiert. Der macht es nämlich nur alle 30 Sekunden. Aber jetzt gleich wieder. Der sollte sich gleich aktualisieren. Ich sag's nochmal. Der sollte sich gleich aktualisieren. Hallo. Tracker. Hau mal hin hier. Wir haben Leute, die gucken zu. Jetzt. Ich möchte gleich mal den nächsten Trick versuchen. Und zwar, ich komme ja hier schon fast nicht hoch.
Der Trick ist folgender. Der heißt Owless. Ja, und so würde er funktionieren im Prinzip. Du musst in diesen Käfig rein, ohne die dafür vorgesehene Eule zu benutzen. Weil es gibt eine Eule hier, mit der sich Mario eben in die Lüfte schwingen kann. Kugelwillig am Ohren. Und dann musst du mit einem gezielten Dreisprung und einem perfekt gesetzten Wandsprung irgendwie in den fucking Käfig rein stylen. Habe ich tatsächlich auch mal geschafft. Aber den werde ich so schnell nicht hinkriegen. Ach ja, stimmt. Nebenbei können wir gleich mal hier die Kanone preparen. Ist ja Achievement. Darf man nicht vergessen. Warum bewegt sich diese Scheiße immer? Okay, Leute. Ich bin massiv verwirrt. Weil die Kamera, die verfickte Scheißkamera, dreht sich da immer mit. Auf diesem Turm. Das ist doch Kacke, Mann. Dann eben so. Pisser. Ah, okay. Das war ein bisschen knapp. Ach, keine Ahnung. Irgendwie, es ist also, das ist ehrlich gesagt nicht der Trick. Oder nicht das Achievement, bei dem ich gemeint habe, es beißt aus. Wirklich. Das war nicht der Teil, vor dem ich Schiss gehabt habe. Es gibt 2 Teile, bei denen ich wirklich Schiss habe. Aber dass sich hier die Kamera mitdreht, das verstehe ich nicht, weil bei dem Video, was ich gesehen habe, war das nicht der Fall. Jetzt probiere ich es einfach so. Weil bis ich Owless wirklich wieder scharf, glaube ich, kann ich einfach, keine Ahnung, bis ich Owless wieder scharf, gingen wieder 2 Jahre. Nein, nicht 2 Jahre, aber gegen wieder einiges an Zeit verloren. Oh, fast. Das ist der richtige Ansatz. Okay, brauchen wir Speed. Allgemein im Leben. Yes! Double Piece. Das war ein Doppel-Achievement, weil wir jetzt 8 Sterne haben. Owless geschafft. Ja, das war nicht der Owless Speedrun-Trick, aber wir haben jetzt 8 Powersterne. Und mit denen können wir theoretisch zum ersten Bowser. Keine Ahnung, ob ich das jetzt schon machen werde. Glaube aber nicht. Ich würde einfach sagen, wir gehen einfach nur mal in einen anderen Kurs. Lassen mich da erstmal ein bisschen erbärmlich versagen und blamieren. Und zwar ist es die allseits bekannte, wow, der Jump war clean, Peach Slide. Und hier gibt es 2, ja doch, es gibt 2 Sterne, richtig. Und aber mehrere Achievements wieder. Oder, also eins zumindest auf jeden Fall. Und wir haben direkt den schwierigeren Stern. Und zwar muss man die Slide in einer bestimmten Zeit schaffen und keine Ahnung, wie früh das war, weil unter 20 geht schon mal nicht. Kann ich mir, glaube ich, aber an ein Achievement erinnern. Man muss... Mein Gott, echt. Man muss alle Münzen einsammeln auf das Slide. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob dieser Schalter hier dazugehört. Dieser Schalter triggert blaue Münzen. Und ich glaube, die kehren dazu. Scheiße. Jetzt sehen wir uns erst bei den Sternen und dann schauen wir nur mal, dass wir die Münzen alle schaffen. Und Abfahrt. Oh, warte mal. Pff. Die blauen Münzen verhindern. Und direkt auch nicht verloren. Ja, moin. Dieses Spiel macht mich fertig, wirklich. Yes, wir haben hier schon mal alle. Jetzt darf man nichts mehr verkacken. Na! Ist das ein Vollidiot, wirklich? Was lenkt der denen rüber? Das ist aber eine Kackkurve. So, die anderen schaffe ich immer. Ah, Mist, ey. Okay, perfekt. Da haben wir wieder alle. So, jetzt vielleicht ein bisschen mehr Speed reingehen. Oh. Okay, wir haben alle. Ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass ich Kontrollverlust erleide. Kontrollverlust! Warte mal. Wir cheaten uns hoch. Du kannst nicht mal so gereizt weiß.
Das lasse ich nicht auf mir sitzen. So, du, du Affe. So nicht, mein Junge. Achievement Hunter. Princess's Secret Treasure. Das ist doch wunderbar angenehm. So, und ihr seht jetzt schon hier, scheint plötzlich die Sonne, Ray. Was hat es denn damit auf sich? Das und noch vieles mehr in der nächsten Folge. Die findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung definitiv nicht verpassen. Ich freue mich über jeden Kommentar. Kritik und Lob, alles erwünscht. Und bis zum nächsten Mal.